Leef Matbiergerinnen, leef Matbierger. Am Anfang von dem neuen Jahr 2023 wünsche ich euch am Namen vom Stesler Gemeinderat all Gutes, aber besonders eine gute Gesundheit. Und ich hoffe, dass es Frieden an Europa gibt und dass die unnütz Krieger einen Ende kriegen. Was Lützeburg belangt, muss man es fertigbringen, einen sozialen Zusammenhalt zu erhalten. Und wir müssen auch fördern, ein friedlich Miteinander an einer Gesellschaft, die vielfältig ist, mit die zusammen schafft, zusammen lebt und zusammen wiest. Frieden und Einigkeit, verbunden mit konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandel, müssen die Objektive für 2023 sein. Chers concitoyennes, chers concitoyens, pour la nouvelle année 2023, je vous exprime au nom du Conseil communal mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité et surtout une bonne santé. Et j'espère que la paix revienne dans le monde et qu'au Luxembourg, on puisse maintenir la cohésion sociale dans une société active et diversifiée qui vit, grandit et travaille ensemble. Einen wunderschönen guten Abend. Für dich wünsche ich euch mal ein glückliches, aber für allem ein gesundes neues Jahr. Als erste Emission von heute befasst sich ein bisschen mit Politik, mit der Gemeindepolitik. Was ist wichtig am Ende von einem Jahr mit dem Budget? Das Budget für das Jahr drauf, das Budget für das Jahr, das Budget für 2023. Die wird ausgeschafft vom Schäferrat, was das auch natürlich gemacht hat an den Bürgermeister. Also ich war da federführend mit seinen zwei Schäfern. Da wird das Budget diskutiert, präsentiert, im Gemeinderat präsentiert und da wird dann schlussendlich aufgestimmt. Und in der Regel also so, dass eine Majorität das Budget da stimmt und die Opposition immer dagegen stimmt. Wie war das geschieht zu Stesel? Zu Stesel als das Budget unanim von der Majorität und von der Opposition gestimmt ging. Aber wir hören lo an unserem Reportage anschließend alle einzelnen Member aus dem Gemeinderat, wie jeden Tag gesagt, wie hier dieses Budget erschätzt. Die zwei letzten Sitzungen vom Gemeinderat befassen sich mit dem Budget für das kommende Jahr. Nachdem das Budget vom Bürgermeister Werner Marchetti präsentiert gouf, wäre drin, das Budget zu diskutieren. Er kann jeder Conseiller, nachdem das Budget studiert hat, Stellung holen, ehe dann aufgestimmt gouf, ob das Budget angeholt wird. Etwas Historisches ist passiert. Das Budget 2023 gouf unanim von den Majoritätsparteien LSAP und CSV an der Oppositionspartei der DP angeholt. An die Stimmung am Sitzungssaal war mehr wie gelassen. Als jedereen ob Opposition oder Majorität war stolz über das Resultat und über die gemeinsam geleistete Arbeit am vergangenen Jahr. Das wird man das Jahr noch fertig bräuchten an diesem Gemeinderat. Das ist etwas, das man über die letzten 30 Jahre nicht fertig bräuchten, dass das erste Budget, das nur an den letzten 30 Jahren der Gemeinde Stesel an Unanimität votiert wird. Und ich meine, darüber bin ich ganz, ganz stolz. Und ich meine, das beweist aber, dass wir einen richtigen, wichtigen Schritt noch viel gemacht haben. Und ich hoffe, dass das in der Zukunft so weitergeht. Wir leben an einer Krisenzeit. Die Ukraine-Krieg hat uns zugesagt. Und ich meine, wir müssen gucken, dass wir in Zukunft solidarisch zusammenstehen, für aus der Krise rauszukommen. Und dafür begrüßen wir auch, dass wir heute konnten an der Gemeinde Stesel das Budget zu 100%. Alle Fraktionen haben sich positiv zum Budget ausgeschwert und wir konnten unanim stimmen. Das Budget, das nicht nur auf das Jahr 2023 beschränkt ist, weil sie viele Investitionen daran, die für das Jahr 2023 weggehen, die wirklich wichtig sind für die Zukunft für Bürgerinnen und Bürger
zu Stesel. Ich denke run hun den Zentrum hai de nei reaménagiert soll gin. Ich denke run und Renaturierung vun der Welt. Ich denke run und einer Projekt wie an einer anderen Schule wird am Mentere vun eise Kader ass, die solle fit gemerkt gin fir hier Zukunft. Ich hunn de Budget hunn ich der Moier gestimmt als Überzeung heraus, dat man an Zukunft eng gut erbig zu summen machen, dat ich auch wees, dat Geld hai an dem Haus hai, dat dann bon per de Familie verwaltet an ich gin davon aus, dat man auch dementsprechend dann auch dat vun der Population dann alle Guten, die de Budget gestimmt hun honoriert kreen. Den heute Budget gëtt ma Hoffnung, Echtens hummer an Zukunft investiert fir es Gemeng ech kucken mat Optimismus op dat näst Joer, weil ma jo awer Groproen hunn, die hai usteen. Als Kommunikationun gouf besser, den heute Schafferroget gesinn wie wichtig das, dass man als Kommunikation adaptieren am 21. Jahrhundert. Natürlich ist zu bedauern, dass man nach immer keine Jugend der Kannergemenge tun, aber du ginnt auch für das zu machen an du hast auch die Schafferrot open dafür nächstes Jahr kann an die Jugend Fußstesel zu lauschen. Auf alle Fall sind ich ganz zufrieden, auch ganz besonders mit der Atmosphäre bei uns am Gemengerot. Es war richtig angenehm, zusammen zu schaffen. Ich denke, dass als Zuschauer dann haut wie Impressionen kreieren, dann ist schon mal einfach ein paar Sachen rausgepickt, wo ich zu dem Budget will so in den wirklich halt unanim gestimmt gehen, was wirklich flott ist. Erstens mal Kultur. Wir sitzen daheim, hier und da fällt die Plaffung uns auf den Kopf. Das Krieg, Viren, Krankheiten, Katastrophen. Was lenkt der Mensch auf, dass das Gesellschaft und Geselligkeit? Und dafür, also für mich immens wichtig, dass Kultur immer einen Platz am Budget hat. Dann haben wir die Schulen, wir haben eine neue Kirche, wir haben Shared Space Parking und so weiter. Der Budget weist, wir investieren an die Zukunft von unseren Kindern, die immens wichtig ist, und auch die Lebensqualität von den Bürgern hier zu Stesel. Logement sozial, ein Investiment, das noch unbedingt muss sein für die Lebensqualität von denen, die es nicht so gut tun. Der letzte Punkt, den ich dann raus will, hier ist die Kommunikation und die Informatik. Die Gemeinde hat sich viel entwickelt. Wir haben neue Formate von Steseler Vereinsnachrichten, vom Board. Wir haben einen elektronischen Reiter geplant. Der Gemeinderat geht paperless. Wir sind an sozialen Medien da und auf vielen anderen Plätzen nach. Das selbst geschieht und dafür auch Informatik und Kommunikation hat eine wichtige Stellenwert an einem Budget zu gut. Das ist das letzte Budget, das wir an dieser Konstellation gestimmt haben. Und ich muss sagen, wir hatten ja ganz viele konstruktive Diskussionen am Vorfeld. Als Bürgermeister hat das Budget ganz flott und übersichtlich präsentiert. Und ich bin ganz überrascht, dass wir das à l'Unanimität das Budget 2023 gestimmt haben. Wir hatten ja ganz viele Projekte, die wir für Jahre schon entamiert haben. Und davon muss man aber, weil alle so viel Medaillen gehen, dass verschiedene Sachen ein bisschen entlang ziehen. Aber wir haben uns trotzdem dezidiert, dass wir das Aménagement vom Zentrum durchziehen. Und zwar an enger Köier. Weil das kann ich nicht an Etappen machen, sonst kommen wir aus dem Chantier in den nächsten 10 Jahren nicht mehr raus. Wenn alles gut geht, wir können uns schon darauf freuen, dann ist 2025 Platz geraumt. Und da können wir endlich aufhängen, da fester zu feiern, uns zu summen, zu freuen, eventuelle Markt machen und zu summen lieber richtig genießen. 2022 wäre ein schwieriges Jahr. Die Gemengen goufen unter anderem durch die Corona-Krise und die Auswirkungen durch den Krieg an der Ukraine für außergewöhnliche Herausforderungen gestaltet. Ich will am Namen von der DP die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fraktionen am Gemeinderat hervorstreichen. Der Bürgermeister hat für ein besseres Klima am Gemeinderat gesorgt und hat ganz Jahr an die größten Projekte mit angebunden. Dafür sagen wir merci. Ich muss aber feststellen, dass viel größere Budgetposten, die schon am letzten Jahr vorgesehen waren, nicht oder nimmer zu einem kleinen Teil ausgefordert kaufen und die Lorem von einem Jahr auf nächstes Jahr überdrohen oder können mehr realisiert gehen. Es ist zu hoffen, dass sich beim Budget 2003
2023 entschuldigt, nicht nur ein Versprechen, ein Wunschdenken handelt und die sich dann aber nicht gehört gehen, aus welcher Grund auch immer. Ich wollte dann auf die Hauptinvestimente von den nächsten Jahren zu sprechen kommen. Weitere bezahlbare Wohnraum, Logement à coût modéré, soziale Wohnungen schaffen muss eine absolute Priorität von unserer Gemeinde sein. Wir wissen, dass die Bekämpfung von der Wohnungsnot keine leichte Aufgabe ist. Dafür müssen wir als Gemeinde ein wichtiger Partner sein, für das besonders die auch Jungleute sollten an unserer Gemeinde wohnen bleiben können, das sowohl über Proprietät wie über Lokation und das für einen bezahlbaren Preis. Wir müssen mit den Promoteuren an den nächsten Jahren nach verschiedenen Projekten für mehr erschwinglichem Wohnraum zur Verfügung stellen. Wir müssen als Gemeinde einen Teil dazu beitragen, für die Logementskrise teilweise am Land an den Griff zu kriegen. Positiv bewerten wir als DP das Projekt zur Revitalisierung vom Städter Dorfzentrum, das späterhin ein Treffpunkt für Jung und Alt wird gehen. Leider ist in den letzten Jahren nicht so viel gegangen mit den Arbeiten, wie wir uns das vorgestellt hätten. Für den ländlichen Charakter und eine hohe Lebensqualität zu kreieren, sind wir auch dafür, für den sogenannten Shared Space zu aménagieren, die Fußgänger, Velos und Autofahrer erlaubt, oben zu treffen und respektvoll mit denen umzugehen. Das ist aber auch eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung am Dorfzentrum für so den Schleichverkehr zu verhindern, den hoffentlich nicht zählt, wenn die Umgehungsstraße Lohnsfeller fertig ist. Wir sind froh zu hören, dass die Majorität für sich Parkplatzproblematik am Städter Dorfzentrum durch Zulehen vom Parking-Souterrain an den Griff zu kriegen. Wir wissen ja alle, dass ohne Parkplätze ein aktives Geschäftsleben unmöglich ist. Wie oft haben wir schon am Gemeinderat den Bau von innerirdischen Parkingmöglichkeiten auf der Place Michel Rodange gefordert. Der Bau vom öffentlichen innerirdischen Parking mit bald 13 Millionen Euro für 71 Parkplätze hat aber einen stolzen Preis. Wenn ich aber weiß, dass am Bauprojekt Erdbier am Zentrum von Stesel viel zu viel kleinen Parking vorgesehen ist, dann hätte sich das Parkingchaos am Zentrum von Stesel vorstellen können. Wenn wir wollen ein aktives Geschäftsleben an Animation an dem Dorfzentrum kreieren, da brauchen wir auch Parkingmöglichkeiten. Es könnte nicht jeder zu Fuß oder mit dem Velo an dem Dorfzentrum. Dafür haben wir schon ein paar Mal diesen positiven Sinneswandel von der Majorität begrüßt. Also ich bin froh, dass DP-Ideen überholt gehen. Wenn das eine Zahl an der Gemeinde beständig zuhält, muss natürlich auch für das Gemeindepersonal mehr Büros rein geschärft gehen, wo sie durch die Erweiterung vom Gemeindehaus ordentlich arbeiten können und unsere Bürger werden guten und freundlichen Service anbieten. Selbstverständlich muss durch diesen zukünftigen Bevölkerungswachstum auch ein Schulgebäude investiert gehen. Durch das neue Schulgebäude von 13,6 Millionen Euro für 14 Klassensäle und Räumlichkeiten für den RL-École wird sicherlich für die nächsten Jahre genug Schulsäle disponibel sein. Ich komme dann auf die gefährliche Situation auf der Zugbarriere zu Heestref zu schwätzen, wo 5 Straßen zusammenkommen. Den Heestreffer Bundesübergang P18 ist sicherlich eng von den gefährlichsten Zugbarrieren am ganzen Land. Und noch immer ist keine definitive Lösung ersichtlich. Wie ihr in diesen Bundesübergang aufschärfen könnt, aber wo eine Unterführung möglich wäre. Ich meine, es ist lang genug rumgedoktert gehen. Es heißt endlich, nicht mit Cap zu machen. Weil eine Unterführung für den motorisierten Verkehr an den ersten Jahren nicht zu denken ist, haben wir als DP schon das gefordert, dass so schnell wie möglich eine Unterführung für Fußgänger, Velosfahrer und P18 soll gebaut gehen. Diese Unterführung von der Zugbarriere wäre bestimmt ein nächster Schritt für mehr Sicherheit und auf der Heestreffer Gang. Da ist auch zu hoffen, dass CRL angesagt, dass es keine andere Alternative gibt, und als demnächst ihre Projekt wird vorstellen. Wie lange diskutieren wir schon über den dringend notwendigen Recyclingcenter? Wie viele Jahre sind vergangen, ohne ein konkretes Resultat zu haben? Wie dax stimmt die momentane Recyclingcenter schon bei Renerischem Bierder in der Wasser?
Dat eng Zumutung fir d Benutzer a fir d Leiit, die do schaffen. De Recyclingcenter geheiert net an eng Wundzon. Wir begrüßen die Option vom Terrain, den an der Städtler Industriezone vorgesehen ist. Wir hoffen natürlich, dass wir so schnell wie möglich die nötigen Autorisationen kriegen, auf hier kommen, nicht dass wir weiter durch den Umweltminister ausgebremst gehen. Ein Finanzlage wird an den nächsten Jahren oder nächsten 3 Jahren gewaltig an die Luft gehen. Durch die verschiedenen Emprunts von bis 20,5 Millionen Euro für die viel größeren Projekte und Herausforderungen, die dabei durchkommen, zu realisieren. Hier profitieren wir natürlich aber auch durch die Reform von den Gemengefinanzen, die mehr Staatssubsidien am Käse bringen. Sicherlich hätten wir verschiedene andere Prioritäten gewählt. Es ist aber zu hoffen, dass wir alle an dieser schwierigen Zeit Disziplin und Solidarität beweisen, für diese Periode bestmöglich zu meistern. Aus all diesen Gründen haben wir als DP das Gemengebudget 2023 gestimmt. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich komme nur gerade aus dem Wort von unserem Budget für das Jahr 2023. Und es ist ganz hilfreich, dass die erste Jahr ist, dass das Budget von allen Parteien positiv angeholt ist. Das ist nur von der Gemeinde, die lesen aber tief blicken. Weil wir hatten im Jahr 2021 Krise, Covid, und das Jahr mit Krise von der Ukraine. Wir als Gemeinde muss ich neu aufstellen, und all die Projekte, die da kommen, die müssen wir gemeinsam drohen. Und die Projekte reihen sich an, für eben an der Gemeinde eine bessere Lebensqualität aufzubauen, der Jugend eine Chance zu geben, zu wohnen, und den Verkehr, respektive Mobilität, an den Griff zu kriegen. Daneben probieren wir auch das Grind, den Umweltbereich heranzuziehen. Und damit muss ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Wir probieren gemeinsam einen Weg zu gehen, den Tanzwelt Straße hält, auch wenn die budgetären Überlegungen an Möglichkeiten mit klein gehen. Aber das ist die Aufgabe von Gemengen an Chefbüro zu gucken, dass wir eins mit den Euro, die wir vom Staat kriegen. Weil immerhin geht es darum, als Gemeinde Stesel so zu erhalten, dass wir ein durabel, flott und dynamisch Gemeinde bleiben. Trotz der Energiekrise, der Preiskrise, fällt Stesel nicht an den dornröschen Schlaf. Als größtes Projekt haben wir dezidiert und als gut evaluiert, gehen alle Guten durchgezogen. Es gibt zwar eine grosse Ausgabe von über 64 Millionen am Budget, aber das werden wir schon stemmen. Wir waren dezidiert für als Stesel etwas Neues zu machen, Stesel einen neuen modernen Touch zu geben. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und wir machen dann noch das Zentrum mit der geringen Long, wo ich immens froh darüber bin, dass die realisiert wird. Und dann mit einem großen Anschluss dem Shared Space, den aber recht für 26, 27 vorgesehen ist. Stesel wies, die Menschen muss viel Kräne, muss viel Chantieren. Und dafür muss man auch die Infrastruktur anpassen. Und als Schulchef sind ich froh, dass wir eine neue Schule mit 14 Sälen, mit 2 Sälen für RL-École und noch Maison Relais-Platz, der soll nicht, da kriegen wir auch 6 Sälen weiter. Den Brief Charge geht auch endlich gemacht, was wichtig ist für als Wasserversorgung. Und so gehen wir dann weiter. Das war ein großen Défi, mit den vielen Ausgaben, aber als Dotation, die wir finanziell, die wir vom Staat kriegen, durch diesen Finanzspezialisten, Herr Burmeister sich empfrot, die geht lo all Jahres, soll sie 5% an die Luft gehen. Auch als ein ordinäres Budget als ganz gesund, dann ist immer positiv. Das trägt dann noch dazu bei, dass wir ein gut Rückendecken haben für als Emprunt, die wir gemacht haben. Voilà, ich freue mich also über diesen Budget und ich bin auch froh, dass ein
schmengen dat eng historische Wort gewircht en ass nämlich eestemmech iwwer Bühngängen. Mün haut iwwer den Budget aufgeschwert noch aufgestimmt mün gestimmt fir emol unanim gestimmt, dat eng enorm Fred fir reis Gemeng. Ich wollte der Teite so de Budget an der woch besonnech de PPF, dats de Plan pluriannuel de Financement hunn eng Weitsicht bewiese. Wir hunn ganze Kopf Schwierigkeiten an eiser Ökonomie, dat sieht verreen durch den Ukraine-Krieg oder anderem. Wir hunn zu Stesel Courage gehabt, fir weiter zu investieren, a fir an Zukunft zu planen, da das enorm flott an das besonders do ins Flotfeld unternimmt den Gemengerot deske mat der Korwe, das ein Zechen fir Population, das ein Zechen, dass wir alle guten Courage hun fir weiter zu schaffen, an positiv weiter zu schaffen. Von den so Budget die Kleinigkeiten guckt, da kann ich so sinn heinst du Sachen, die nicht so richtig sind. Okay, das geht perfekt am Leben. Ich meine, die Großlinien stimmen, aber wenn die Kleinigkeiten sind, da schaffen wir auch, dass wir die an 3 kriegen. An dem Sinn, dass das Budget für Eis zum Chefrot, und ich meine, für die ganze Schlesische Population ein Zeichen, dass wir in Zukunft leben, an kein Kalkface kriegen. Ich soll allen Leuten merci, die da mitgestimmt haben, und wir schaffen weiter am positiven Sinn, und auch für positiv sind für als Umwelt, du hast auch ein Umdenken kommen, das ist auch enorm wichtig und mich mal enorm Fried als Umweltchefin, dass der Teil in dieser Gemeinde geschieht ist. Wir haben Budgetdecisionen Hand uns. Echt von den Jahren, wo ich mich kann erinnern, als Budget unanim gestimmt ging von der Majorität mit der Opposition. Ich fand das flott, weil das Budget als den Ausgangspunkt als für viele Voraussetzungen für die Schlesische Gemeinde, mit dem Zentrum, den er gemacht hat, mit dem Bau von einer neuen Schule und mit ganz vielen anderen Projekten. Und ich bin froh, dass die Projekte zusammen von allen Kollegen aus dem Gemeinderat an einer guten Ambiance, die wir hatten, gestimmt gesehen. Und wir noch wollen, bis die nächsten Wahlen so weiterzuführen, dass wir es wirklich immer frei werden, in eine Gemeinderatssitzung zu kommen und zusammen am Ende von der Gemeinde Stesel zu wirken. Das war viel Politik, aber es war interessant, und das flott zu wissen. Wie gesagt, historisch, das kann ja zu Stesel, das Budget unanim für sämtliche Parteien gestimmt. Das, also in der Zeit dann aber nur so viel, bisschen wie Dreschner Matja vielleicht, ein bisschen Musik, ein bisschen Leben an als Emission zu bringen. Und das machen wir mit einem Gospelchor, den an der Kirche zu Stesel abgetreten ist, wo sich als Präsidentin von der Kulturkommission, Madame Monique Feldchen, sich viel mehr gegeben hat, für das zu organisieren. Hier ein kleiner Ausschnitt aus diesem Konzert.
Der Pastor geht an Pension, an dat gëtt gefeiert, aber net an der Remission. Weil nächst Käier an Remission fenke man mat dem Sujet un, weil fir Haut si immer fertig van als Remission an is so nicht vielmals Merci fir nokucken. Mir gesinn als Rëmmann gewinnt an 3 Wochen bis du hinne mat gut.